Kiezkünstler haben, der sein Geld auch damit verdient, dass er Musik macht. Er ist auf allen Bahnhöfen in Berlin unterwegs und das Tragische ist, dass er nicht mehr richtig hören kann. Aber er spielt trotzdem hervorragend die Mundharmonika. Und ich freue mich jetzt hier, Peter Zerbe zu begrüßen. Wo ist er denn? Peter! Der hört ja nichts. Peter! Ich wusste noch nicht, woher das kommt. Ja, jetzt weiß er. Jetzt weiß er. Also Peter Zerbe wird uns jetzt irische Folkmusik auf der Mundharmonika präsentieren. Und das kann er richtig gut. Peter Zerbe. Schönen Abend erstmal. Ich habe zwei feststehende Songs. Einmal Danny Boy oder das Lied aus Derry. Nee, halt. Bunny Bunch of Rose und Poppy Jew. Moment, auch nicht. Nochmal zurück. Also, Spul zurück. Bunny Bunch of Rose, das ist ein schottisches Lied. Das behandelt die Zeit von Napoleon. Um 1780 ist es entstanden. Und die Schotten, die Iren und die Engländer haben gegen Napoleon gekämpft. Und davon handelt der Song dann auch. Singe ich ihn ja nicht, ich spiele aber mit dem Blues ab dann. Und das zweite ist dann Lament von Brendan Behan. Und zwar Brendan Behan ist ein ganz berühmter Lyriker, Dichter, Theater. Er hat alles gemacht und er war bei der IAA. Und das Erste, was ihm passiert ist mit 16 Jahren etwa, dass er mit der Bombe nach London geschickt wurde und das nicht wusste. Und da ist er dann geschnappt worden und hat dann in ein Jugendgefängnis am Meer, irgendwie im Norden von England, musste er da sitzen ein paar Jahre. Und insgesamt hat er 17 Jahre Gefängnisaufenthalte gehabt und hat dort seine Lieder und seine Theaterstücke geschrieben. Und ist einer der berühmtesten Revolutionäre von der Revolutionszeit bis danach auch noch. Und da gibt es dann das Borstal Boy, nennt sich das Buch, ist sehr zu empfehlen, Borstal Boy. Und dieses Lied, was ich jetzt hier spiele, gibt es nur einmal im Internet zu finden, von einem irischen Sänger. Warum, das verstehe ich auch nicht, ist aber entstanden durch eine irische Melodie. Und ein Lament, das ist ein Totengesang. Als er verstorben ist, 1963, mit 36 Jahren, an Alkohol natürlich. Was sonst? Ja, leid, es ist so, ich muss es ja auch sagen, wenn ich was von ihm erzähle ein bisschen. Und dieses erste Lied, Bunny Bunch of Rose, wie gesagt, das behandelt ja diese Napoleon-Zeit. Wer das mal geschrieben hat, das habe ich nicht rausgekriegt. Das kommt aber aus dem Schottischen. Man hört das dann auch an der Melodie. Und das ist ein ganz berühmter Sänger, der hat nach diesem Song hat er aufgehört zu singen und ist wieder Ingenieur geworden oder so, irgendwie so in den Beruf rein. Und alle sagen sie im Internet, sagen sie, das ist schade, er sollte mal lieber keine Häuser da machen, sondern sollte weiter singen. Und das ist wirklich ein begnadeter Künstler gewesen. Aber so ist eben das Leben, ne? Der eine da lang, der andere den Weg lang und ich gehe halt den Weg. So. So fängt an jetzt mit Brendan Behan, also Lament von Brendan Behan.
Ihr wundert euch bestimmt, warum ich immer eine andere Harp nehme. Das geht mir immer um die Stimmung dabei. Das ist eigentlich, müsste man das noch in einer G, also noch tiefer die Stimmung setzen, weil das ja ein trauriges Lied ist. Jetzt kommt das Bunny Bunch of Blues, diese schottische. Und dann wollen wir mal sehen. Tina, du musst es in die Hand nehmen. Jetzt lass es da. Na gut. Ich bin so angespannt. Oh Gott. Oh. Deswegen zittert er so. Der Arme. Nicht der Arme. Das habe ich gehört. Ja, wenn der Drumherum leise ist, dann höre ich auch so ein kleines Geräusch manchmal. Das tut mir leid. Die ruhigen Arme. Der Arme. Oh, da ist ein Ton nicht wichtig. Ich muss noch die alte nehmen. Deswegen habe ich auch immer viele Harps mit, wenn ich meine Auftritte mache auf der Plätze oder auf der Straße oder an der U-Bahnhöfe. Weil oft fällt ein Harp aus, weil, weiß ich, Spucke dran gekommen ist oder was. Oder ein Krümel manchmal schon. Und ich kann ja nicht während des Auftritts da reparieren. Manchmal ist die Schwierigkeit, den Reinton zu treffen. Das kann man eigentlich nur bei den Celtic-Melodien. Bei diesen Melodien rutschen immer andere Töne noch mit rein. Das wird ihr schon rausgehört haben. Ne? Aber das kann ich leider nicht vermeiden. Es war wunderschön. Ja. Also für mich sind das Sachen, wo ich sage, den Song spiele ich eigentlich dann noch nicht. Ja, ich bin gerade durch meine Ertaubung, aber ich spüre da drin, dass da irgendwas noch zugekommen ist, was eigentlich nicht rein sollte. Aber irgendwann schaffe ich das auch noch, Ton für Ton wie eine Flöte zu spielen. So, und jetzt kommt das Interessante. Also ich habe jetzt Vorschlag Danny Boy, Forget You oder in Dublin for City, also Molly Malone. Ja, alle drei.
Ja, ist kein Konzert hier, ja? Ein bisschen mehr was Lustiges. Was Lustiges, sagt sie. Was Lustiges. Das Lustiges, ja, Sagt sie. Forget You, ist auch nicht so lustig. Aber von der Originalversion aus der Revolutionszeit, 1917 bis 1921. Genau. Und dann, das wechselt dann aber, also ist nur der erste Teil, ist so, das kennen wir ja alle, ne? Und wenn das beendet ist, dann geht das in das Original rein, was die auch tanzen tun dann. Also Ja, wir tanzen auch noch. diese praktisch ist die ältere Version. Leider spielen die Iren sowas nicht. Auch nicht auf Bühnen, ist egal welche irische Gruppe. Ich habe es noch nie gehört von irischen Gruppen. Warum? Die fassen die alten Dinger nicht an. Nur die Bekannten sind aber zu alle jetzt zu spielen und das spiele ich aber nicht. Ich nehme immer die anderen Sachen dann. Ne? Deswegen heißt das bei mir im Internet, auf meiner Seite heißt das auch die anders gespielte irische Musik. Ja, hörst du? Ja, bleibt mir ja nichts anderes übrig, als nichts hören da. Okay. Kleinen Moment. Ganz kleinen Moment. Meine Lippen sind so trocken. Und Bier will ich jetzt aber nicht trinken, sonst spucke ich da wieder rein. Jetzt kommt erstmal die Pflege. Sollen wir noch den Bart rasieren? Genau. So, du kannst losgehen. Okay. Also Lippenstift und dann Mundharmonika spielen. Herzlichen Dank. Nee, das ist mein Hundeflüsterer. Ja, der ist auch der Hundeflüsterer. Peter,
Lieber Peter, das war eine super Show. Ja, So Oder? ein bisschen. Meine ist total erzogen, wenn sie bei ihm war. Mhm. Dankeschön. Ja. Wir machen jetzt sozusagen weiter mit einer. Ja, ja. Jetzt muss ich selber nachgucken, ich habe das schon wieder vergessen.